Ich habe einen Fieberanfall, ich schwitze und habe starkes Geringweh. Wie geht das chinesische Sprichwort? Wenn einem das Leben runtermäht, soll man sich auf den Rücken trölen und die Sterne anschauen. Jedes Abenteuer kann scheitern und das ist natürlich ein Seich, aber das bedeutet ja nicht, dass wir uns daheim einbeschliessen sollten wie ein Hösler. Sondern das Zitat will sagen, sogar wenn etwas Scheiters passiert, dass es immer auch gute Sachen um uns herum gibt. Ciao zusammen, mein Name ist René und ich bin ein Schweizer Doc-Filmer in L.A. Nach mehr als einem Jahr habe ich eine Woche Ferien und ich habe ein paar Abenteuer geplant. Ausgerüstet mit meinem Auto, einem Rennvelo, Surfbrett, einem Schlafsack und iOverlander auf meinem iPhone bin ich unterwegs nach Santa Barbara. Ein wunderschönes Örtchen mit mediterranem Flair, obschon das Meer am Pier ein bisschen langweilig war an diesem Tag. Aber zumindest ein paar Flügel und Kitesurfer hatten Spass gehabt. At least on a day like this. Zumindest an einem solchen Tag scheint die Geschichte spannender zu sein als Wassersport. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass nach dem ersten spanischen Kontakt im Jahr 1782 Santa Barbara 40 Jahre lang zum Spanischen Reich gehört hat. Nachher hat es 27 Jahre lang zu Mexiko gehört, bis es dann in die Hände von amerikanischen Soldaten gefallen ist. Und in 1848 ist ganz Kalifornien Teil der Vereinigten Staaten geworden. Mein persönlicher Untergang hat auf der Gibraltar Road und der Camino del Cielo Schleife angefangen. Am härtesten Anstieg in Santa Barbara County mit einer Höhendifferenz von 1500 Metern. Auf einen mutigen Abenteurer wartet ein Drittel vom Anstieg mit einer Steigung von mehr als 10%. Clouds. Belohnt bin ich worden mit einem eindrücklichen Panorama und ich war froh, dass ich oben gut angekommen bin. Aber eben, von hier weg ist es dann nur noch bergab gegangen. Mein nächstes Unterfangen hätte mich in die Santa Monica Mountain führen und in Point Mugu State Park. Aber da ist eben die ominöse Dienstagnacht gekommen. I can't sleep. Ich habe noch nicht gepfuset. Ich bin gestern um 6:30 liegen und ich konnte noch nicht schlafen. Jetzt ist es dann fast 5 Uhr am Morgen und ich bin gewundert, wie es mir am nächsten Tag geht. Yeah, curious how the coming day is gonna look like. Ich habe auf eine wundersame Besserung am nächsten Tag gehofft, aber das ist nicht eingetroffen. Ich musste meine Eroberung von der Küstenregion aufgeben und heimgehen, mit lampigen Ohren und gesenkten Waffen. Endlich hätte ich Zeit für ein neues Abenteuer und dann werde ich krank. Natürlich hätte mich das mögen. Hey, I'm back. Hey, ich bin wieder da und wie du siehst, geht es mir wieder besser. Ich bin immer aufrecht und habe wieder mehr Pupf und ich hoffe, dass ich morgen wieder auf meinen Roadtrip gehen kann. I can restart my road trip. Sollten wir Angst haben vor neuen Abenteuern, weil sie scheitern könnten? Nein, natürlich nicht. Selbst wenn wir scheitern, werden wir mehr erlebt haben als jeder andere, der daheim auf dem Sofa hockt und nichts riskiert. Wenn Sachen nicht so laufen wie geplant, probiere ich, mich nicht lange selber zu bemitleiden. Schliesslich kann ich ja nichts mehr dagegen machen. Was passiert ist, ist passiert. Wir dürfen nicht vergessen, neue Opportunitäten werden in Zukunft geschaffen, nicht in der Vergangenheit. Endlich wieder unterwegs. Neue Abenteuer fegen einfach. Das war es für heute. Merci fürs Hineinschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Geschichte wieder. Tschüss.
away.